Yo, 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 Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Legend Arceus. Wir haben hier noch viel zu tun und irgendwie auch, aber im Gegensatz dazu recht wenig, wa? Gerade die haben wir noch gar nicht eingesetzt, wa? Da bist du eigentlich so ein cooles Pokémon. Ja, genau du. So, die Aufläufe, hier haben wir letzte Folge noch gemacht. Ich glaube, jetzt sollten wir in Richtung Eisareal, oder? Ich glaube, irgendwie sowas war es, aber ich würde gerne noch was anderes. Was haben wir letzte Folge alles gemacht hier? Pokémon sind geheilt, ja. Items im Inventar sehen okay aus. Bei Vulnona müssen wir was machen, ja komm. Wollen sie ein bisschen boosten, wa? Ja, ich war so erfreut, hier eine Alola-Vulnona zu sehen, dass ich mir dachte, ja komm, ein bisschen was kann man noch machen bei ihr. Wir gehen jetzt doch zurück. Okay, Aufläufer hat er mir notiert und Diam, genau, der Kampf gegen Diam. Eigentlich wollte ich ja den Kampf gegen Diam und Perla zur selben Zeit machen, aber mit Perla habe ich es irgendwie ein bisschen vergeigt. Deswegen ist also der Kampf gegen Diam und ich würde sogar sagen, ich setze mal Gladia ein. Zum Testen, was er denn so drauf hat. Dann neue Sidequests kommen auch noch, keine Sorge. Die ultimative Ballonjagd. Könnte man eigentlich auch kommen. Ich mache jetzt mal das hier. Das ist genauso Quest Nummer 66. Also 36, 92, 93 sind ja legendäre Pokémon. Machen wir also später. 22, ja, die scheiß Geißellichter. 56, 57. Die würde ich gerne noch machen. Aber erst einmal die Geißellichter. 56 sind es noch. Okay, ja, doch schon mehr als ich dachte. 50 Stück. Würde ich es schaffen, an der Folge 50 Geißellichter zusammen, da explizit auf Jagd gehe? Schwierig. Huch. Es gibt mal einen Faxo-Aufläufe? Moment. Ganz kurz gucken, wenn man im Faxo noch nicht so viele Pokédex-Einträge, da wäre ganz geil, wenn die ein paar fangen könnte. Weißes Frostland. Ja, ich weiß, sind die Aufläufe hier auch noch, aber die muss ich erst neu triggern. Deswegen sind die noch gar nicht. Oh, der ist eine scheiß Ballonjagd. Gar keinen Bock drauf. So, dann da. Auf und davon. Da hinten, ernsthaft? Okay. Auf und davon. Nein. Mann, was machst du da? So. Was mit Füttern? Ja, war auch noch drin, war. Blub, 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 blub. Ah, im Namen gefüttert, sehr gut. Sehr gut. 4, im Namen gefüttert. Bis 5 müsste ich, alter Schwede, okay. Geht immer auf Nummer sicher, weil ich habe immer viel zu viele Mineralien, Essenswaren und so dabei, das ist gar kein Thema. Oh. So, perfekt.
Dann wär's das bereits wieder. Kann man da hier in, zurückkehren. Hier oben. Ja, vielleicht später mal wieder. Ich habe damals auch mit den ganzen Elite-Pokémon jetzt immer aufgeräumt, wenn ich mich richtig erinnere. Gefangene Pokémon. Ich werde ein Pokédex aktualisieren. Dankeschön. Ins Dorf zurückkehren. Ich würde lieber direkt in andere Regionen gehen. Ich bin gespannt, wie das bei Pokémon Violet und Scarlet sein wird. Soll angeblich ja um einiges besser sein. Mit Open World Faktor und so. Was ja primär schon nicht schlecht klingt, muss ich mal zugeben. Also dann habe ich einen löchrigen Aprikot, also damit soll. Weg damit. Nee, zurzeit nicht. Dann sind wir jetzt wieder dabei. Ob sie den Grasland noch ganz kurz. Anhöhenbasis. Gucken, ob hier die Vadribi jetzt mal da sind. Sonst sehen wir uns halt doch das Ganze mal offscreen machen. Je mehr ich halt in der Folge erledigen kann, desto besser finde ich. So, wir wissen, es fehlen die da drüben. Da soll es Vadribis geben. Leider nicht Wildleben, das heißt, es sind solche, die ich aus den Bäumen holen muss. Okay, wilder Gastrodor, krass. Der Baum wackelt leider nicht. Was gerade auch Tag ist, erfahren wir gerade. Vielleicht noch ein Indiz sein könnte. Sowas irgendwie seltsamerweise immer nachts übermachen. Betriebe sind nicht irgendwie jetzt nur am Tag immer da oder so. Nee, nee. Der wackelt ja auch nicht. Das Panferno. Was? Setzt Sternschauer ein? Ernsthaft jetzt? Hey Panferno, was geht ab? Na komm, weißt du was, mach's doch lieber so. Sag mal. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich jetzt noch ein bisschen schneller wäre, aber okay, dann setze ich halt so mal die Schmetterramme ein. Ist völlig erstaunt. Ja, ich weiß. Du bist erstaunt darüber, dass es ein Normal-Pokémon ist und deswegen von einem Gasattacken nicht getroffen wird. Aber hier, guck mal, Donnerschlag! Das gibt blaue Flecken. So, dann haben wir noch einen Leistungskies. Das finde ich immer richtig mies. Ich glaube, du brauchst den nicht mehr, wa? Ja, wobei doch mitunter schon. Dann erstmal gucken. Was haben wir hier noch? Verteidigung. Haben wir schon relativ weit oben von Galagladi. Ja, bei Tanuto schon länger nichts mehr gemacht, wa? In der Richtung. Wir müssen auf Kappe gehen. Na, komm mal, Roserade. Spezialangriff ist immer gut. So, Bomber L. Perfekto.
Das ist ein bisschen frustrierend, dass hier die Bäume nie wackeln. Das habe ich aber anders gebucht. Menno. Wagen die vielleicht auch noch jemand tagsüber? Da wackelt auch nichts. Naja, shit happens. Ein anderes Mal. Könnte jetzt auch bis zum Tag vorspulen und dann nochmal gucken, aber ich glaube, solange ich nicht nochmal zurückkehre, spawnt da eh nichts Neues. Also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass irgendwas Neues kommen würde. So, dann auf zu Diam, haben wir gesagt. Mit Galakladius können wir das gerne mal versuchen. Der ist ja hier, Rotes Sumpfland. Ich meine, Wöhnisbasis. Mit dem Erforschen und so auch schon relativ fleißig. Da drüben ist er. Jo, Baum! Baum im Weg. Schon krass, dass er mich überhaupt fragt, will ich kämpfen, will ich nicht kämpfen, aber Perla, die hat einfach direkt draufgehauen. So sind wir 3 Pokémon, genau, wobei Polypop das stärkste ist, die anderen beiden sind nur ein bisschen so Zierde. Deswegen gehe ich da natürlich direkt auf die vollen mit Tempo. Gedankengut. Die Angriffspower. Naja, toll, schwert er mich wieder. Nee, da passt schon. So. Ja gut, nehmen wir so. Geboostet, wie ich gehofft hatte. Scheiß drauf. Syro, Klinge! Okay. Das klappt einfach nie. Galagladi, es tut mir so leid. Alola, Vulnona! Alola! Der kommt am normalen Eisstrahl. Eine finstere Aura, die macht nicht viel. Ja. Aber der wird wehtun. Eis gegen Wasser. Ein Tempo-Ränke-Schmied, obwohl es vermutlich gar nicht notwendig wäre. Und ein ganz schneller Ruckzuck-Hieb. No. So, dazu ein normaler Zauberschein. Und ein normaler Ruckzuck-Hieb. Na, geht doch.
Ich kriege den Adamantkristall für die Alga, wa? Du hast ehrwürdige die Alga gefangen, also bist du dieses Schatzes würdig. So. Jetzt, wenn wir beide besiegt haben, müsste ich eigentlich auch demnächst eine Quest mit den beiden bekommen. Also eine weitere, irgendwie so eine gemeinsame Quest. Okay, ein paar Kometstücke. Sehr gut, dann kehren wir mal zurück. Erholen uns kurz. Und kehren zurück ins Dorf. Was mal eine Forschung? Yo, geil, ich habe deinen Pokédex aktualisiert. Du bist so nice, Michael. Yo, ich weiß. Vulnona, Alola Vulnona. Ja. Ich finde ja auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ja, das ist eine normale Vulnona. Cool, gar keine Frage. Aber das Alola ist, glaube ich, eine der vielen einzigen Regionalformen, wo ich nicht nur sage, hey, es ist cool, eine coole Alternative, sondern wo ich sage, hey, ich finde es eigentlich sogar besser als das Original. Ist doch krass, wie viel leichter das ist. Die ich jetzt habe, sind wohl wesentlich kleiner. Naja. Tempotechnik gesehen, das ist natürlich auch ein bisschen was, genau. Da kommt Typ Wasser besiegt, ja. Wird eher schwierig. Ins Dorf zurückkehren, jo, dann machen wir. Check it out. Was meinte sie hier? Es geht sowieso nachher ins Frostland, wa? Nein, warte mal, wie war das? Oh, die Ballonjagd, nein. Also, die drei, eben das sind Quests, Quests? Ja, sind Quests. Es geht dabei um Side-Quests bezüglich legendärer Pokémon. Hast du eigentlich Neues dabei? Durchsichtiges Gerät. Was soll das sein? Ein Dubios-Disk. Oh! Und Porygon. Aber das nicht schon? Das hat jetzt mal gekauft. Scheiße, da waren nur zwei davon, was gar nichts bringt. Aber egal. So, die kann ich verkaufen, die bringen sowieso nichts. Sonst will ich hier noch nichts verkaufen. Habe ich jetzt hier einen Dubios-Disk? Ne, haben wir gar keine, krass. Sehr schön. Ja, ich meine jetzt mal für 1000 DP am DP-Stand kaufen können. Mir fehlt noch so ein Gerät für Rotom. Erst 2, 3, 4, die 5. Der Ventilator fehlt mir noch für die Flugform. Steine habe ich nicht mehr dabei. War noch ein Leistungsfels? Okay. Da ist eigentlich alles schon so weit weg. Jetzt hat ein Upgrade, Dubios Disk, also können wir da relativ fix ein Porygon Z dann daraus machen. Problem ist nur, Porygon, wenn ich auch nur in diesen Dingsbumsen, ihr wisst schon, Raumzeitverzerrungen sind noch extrem selten. Dem ist halt auch mal oft einfach mal suchen, bis ich mal eins habe. Und dann weiterhin aufnehmen. So. Bevor ich es vergesse. Ich glaube, bei ihm können es so ein paar neue Typen gibt, ja. Den Boko vor allem. Weitere Gegner. Okay. Vielleicht ein anderes Mal. Aber ihr natürlich. Vulnona. Hättest du irgendwas, das du lernen könntest und gerne lernen würdest? Ich habe Ränkeschmied. Also denke mal, Gedankengut wäre eine gute Ergänzung. Du bist ja eher speziell unterwegs, also wieder die beiden gar nicht, aber Energieball finde ich interessant. Eissturm, nee, also schon Eisstrahl, wozu auch.
Finsteraura. Ja, prinzipiell schaut jetzt nicht, ich überlege gerade. Eine Unik-Attacke, die wirkt gegen Geister und Psycho-Pokémon. Ist jetzt nicht so eine große Coverage, wenn ich ehrlich sein soll. Magieball kann ja auch gegen Boden. Ja, ganz Eis, der geht auch gegen Boden. Natürlich auch was gegen Pflanzen-Pokémon. Gegen Wasser-Pokémon, Entschuldigung. Und was Neutrales gegen. Ich überlege gerade. Ein Eis-Pokémon vielleicht noch. Egal, bringt es trotzdem mal bei. Da mal los. Ja! Gucken wir mal, ob sie vielleicht zum Teil was Neues hat. Polen, glaube ich, war mit ihm auch schon bei ihr, oder? Stahlstrahl. Oh, da ist die Attacke. Da verliert er sich auch selber. Ja, genau deswegen. Jetzt nicht so Fan von. Spezialangriff, ja, wobei ich den Angriff bei ihm gar nicht so schlecht finde eigentlich. Trotzdem bei dem Moveset. Beeindruckt mir jetzt da nicht wirklich irgendetwas. Wir sitzen hier aus bei Galagladi zum Beispiel. Ich habe auch schon ein bisschen was drauf, aber. Warte mal. Trugschlag. Ja. Wer weiß, wann man es mal braucht. Die Elementschläge nehme ich gerne mit. Bleithieb, ja, ich habe Nahkampf. Gifthieb, okay, das finde ich interessant. 10 Kopfstoß, brauche auch eine Psychoklinge. Kreuzschere. Das schwören, ich hätte irgendwo. Okay, einen Moves, die es als Gardevoir auch drauf hätte. Donnerblitz, auch Eisstrahl, war. Das war teuer. Das war sehr teuer, Freunde. Bei ihr haben wir auch schon rausgeholt, was er rausholen wollte. Magieflamme, nee, kein Bock drauf. Einen Anstarten hier, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe irgendwie noch gar nichts gelernt bei denen, war. Das sah ein Angriff aus, also Dunkelklau, Psychoklinge wäre auch hier eine Option. Bei dir ist ja auch eher der physische, aber der spezielle ist auch nicht so schlecht. Ah, Vieländer. Ja, das gefällt mir schon besser. Hatte die Originalform ja auch schon drauf. Ich habe Admurai damals in der 5. Generation noch ab und zu auch mit Vieländer gespielt. War gar kein Thema. Habe ich dir eigentlich mal Donnerschlangen so beigebracht? Nee, wa? Gar nichts hier, krass. Vor allem Steinkante könnt ihr lernen. Oh, natürlich nichts Besonderes, wa? Naja, war ja klar. Gut, wenn ich Feuerschlag brauche, bezahle ich ein bisschen. Donnerschlag sicher. Nahkampf, Tempohieb. Dunkelklau gegen Geister. Ja, gut, ich habe freie Attacken, also. So. Noch ein paar hier machen, Leute. Die im Team. Nee, ja, gut, Gardevoir kann ich theoretisch, aber warte mal noch, bis ich wieder mal einsetze. Dann natürlich Shelterra, weil ich hätte da gerne mal noch den Drachen-Move. Wutanfall.
Stelle von Gigastoß. Genau, das hatten wir ja schon mal. Stahlattacke. Es wäre schon eher Eisenschädel, nur Pflanzenpokémon mit der Stahlattacke. Was soll das für eine Coverage sein? Naja. So. Ich habe zum Teil damals ein paar Dinge gemacht. Jetzt gucke ich mal aber noch. Voltec. Da war nicht viel Besseres, war. Die physische Linie ausweichen. Würde auch gehen. So, Chinesen wäre noch so eine Option. Können wir sich mal überlegen. Lucario, mit dir war er schon mal dabei, oder? Drachenpulser kommen nicht im Kampf vor. Naja, da selber drauf, okay. Ja, natürlich der Spezialangriff bei dir. Das, was die Finstauer wird gut zu dir passen. Aurasphäre ist klar. Irgendwie noch eine Stahlattacke wie Stahlstrahl. Ne. Lichtkanone. Elementschläge warst du eher weniger. Haben wir Psychokinese. Dann ist glaube ich Feierabend hier. Ja, wenn ich natürlich auf Insta habe, brauche ich Spuckball nicht. Trifft dieselben Pokémon. So, okay, machen wir das noch. Damit es auch mal gemacht ist, Leute. So, jetzt habe ich keine Kohle mehr. Nö, dankeschön. Gehen wir noch ins Häuschen Kabäusken rein, weil da war irgendwie wieder eine neue Sidequest für uns bereit. Und dann nächste Folge wieder mit dem Auflauf weitermachen, wa? Oder den Aufläufen, besser gesagt. Leveltechnisch stimmt alles noch. Jo. Ich kann die Tasche erweitern. Schnauze. Pipis Tanz im Mondschein. Ah. Pipi. Es gibt keine weiteren Missionen. Pipis Tanz im Mondschein. Warum nicht, Freunde? Ich glaube, das könnte noch was werden für die nächste Folge natürlich. Zurück dann hier bei Pokémon Legend Arceus. Wo ist der Typi? Hä? Wo ist er? Ach, jetzt mal angezeigt, ja? So, ich verstehe schon. Also, nächster Part, neue Sidequests, aber schon ein bisschen Richtung Ende und vor allem auch Richtung weiteren, also vor allem der Hauptquest, weil sonst wird dann auch die Sidequests gehen langsam mal aus. Und neue Sidequests kommen dann vor allem auch dazu, sobald wir die Hauptstory oder die Afterstory besser gesagt auch weiter voranschreiten. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legend Arceus. Bye bye.